Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Teil 2 der Pressekonferenz vor dem 7. Champions League Spieltag zu Hause gegen Royal Union Saint-Gilloise. Ich hoffe, es ist auch nur annähernd richtig ausgesprochen. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn es euch gefällt, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir rein in den Bums. Winnie ist da. Champions Abfahrt. League ist der belgische Meister Saint-Gilloise. Ganz besonderes Spiel sicherlich auch für unseren Cheftrainer Vincent Kompany, den ich jetzt begrüßen darf und euch gerne ermuntere, die Frage zu stellen. Wer beginnt? Vincent Schirpke in Reihe 1 für den Münchner Merkur und die TZ. Hat der jetzt gestöhnt oder was? Sie erwartet morgen beim Spiel gegen Saint-Gilloise eine spezielle Kulisse. Die Südkurve ist gesperrt. Wie beeinflusst das Ihre Vorbereitung und wie kann das ein Spiel verändern? Ja, es ist natürlich schade. Und gerade wenn man sieht, wie viel der FC Bayern Erfolg hatte zu Hause, auch in der Champions League in den letzten Jahren, dann muss man das natürlich zusammenbringen mit auch dieser Unterstützung, die wir zu Hause bekommen. Okay, morgen ist es nicht der Fall. Wir haben trotzdem noch, glaube ich, mindestens 70.000 Fans, die da sind und die voll motiviert sind. Aber natürlich, ich hoffe, dass das nicht oft passiert und dass wir die einfach da haben, weil die wichtig sind für uns. Okay, schnell zu Ende schreiben. Der Mario Krischl ist der Nächste für den Kicker in der Mitte. Hallo Coach, es gibt ja die Serie aus Belgien, aus der Zeit in Anderlecht, dass es gegen Saint-Gilloise oft nicht so gut lief. Ist es für dich nochmal ein Grund mehr, die Mannschaft zu warnen, dass dieser Gegner sehr gefährlich ist? Ja, man kann nicht alles mischen. Also es war andere Zeiten. Also jetzt ist eine andere Situation. Aber nein, das ist ein Verein, die... Was ist los? Ich war wahrscheinlich der Erste eigentlich, die gesagt hat in einer PK, weil unser erstes Spiel nach Covid war gegen Union Saint-Gilloise, glaube ich, zu Hause. Und wir haben so 2 Monate dieses Spiel vorzubereiten, weil das war dann so diese Covid-Zeit. Also wir haben wirklich 2 Monate fast 8 oder 9 Freundschaftsspiele gesehen von Union. Und ich war der Erste, der im PK gesagt hat, alle haben sich damals bei Anderlecht gefreut. Ja, Union zu Hause, locker, kein Problem, wir gewinnen. Und ich habe die gesehen und ich habe die beobachtet. Und ich habe schon in dieser Zeit gesagt, die machen sehr, sehr gute Arbeit. Und das ist keine leichte Gegner. Die werden ganz schnell um Titel spielen in Belgien. Die waren damals gerade aufgestiegen, aber es gab schon Undav, Mitoma, diese Spiele waren schon da. Und was ich meine mit diesem Verein ist, die machen sehr, sehr gute Arbeit, haben eben super talentierte Spieler, die irgendwann zurückkommen, vielleicht in der Bundesliga, vielleicht in der Premier League. Und es ist ein Verein, die diese Underdog-Rolle schon seit Jahren kennt und auch gut benutzt. Und deswegen weiß ich, dass es keine ungefährliche Mannschaft ist. Und ich habe Respekt für den wegen der Arbeit. Aber was in meiner Zeit passiert ist als Trainer, man kann nicht vergleichen. Also, ja, das andere Spiel morgen. Dann in der nächsten Reihe ist der Christopher Melzer für die Frankfurter Allgemeine. Hallo Herr Kompany, ich habe nicht die entsprechende Statistik gefunden, also widersprechen Sie gerne. Mein Eindruck ist, dass bei Jamal Musiala die Time per Touch überdurchschnittlich hoch ist. Und es gibt ja vielleicht auch einen Grund dafür, weil er mit dem Ball einfach so viele gute Sachen machen kann. Aber glauben Sie, dass sich mit ihm dann wieder der Flow der Offense ein bisschen verändert? Egal, das darf sich ändern. Ich habe 0 Probleme damit, also es darf sich ändern. Was ist das denn für ein Take? Was ist das denn für ein Take? Dass er den Ball zu lange am Fuß hat, ist der Take, oder was? Im Gegensatz zu wen? Zu Lennart Kahl? Zu Serge Gnabry? Zu Serge Gnabry, der nicht existent ist auf dieser Position, oder was? Hä? Was ist das denn für ein Take? Genau das ist doch, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Das ist doch der Grund, warum Harry Kane sich die ganze Zeit fallen lassen muss. Weil es keiner hinkriegt, in der Zentrale mal den Ball zu halten und mal das Spiel in die Hand zu nehmen. Ja. That's the point. Nee, ich sehe genau das Gegenteil.
ist ja jetzt auch nicht so, dass wir vorne nur One-Touch-Fußball spielen. Das ist ja auch nicht der Faktor. Also ich weiß nicht, wie lange Michael den Ball am Fuß teilweise hat. Oder Luis Diaz. Also, was ist das gerade für ein Take? Den verstehe ich ja gar nicht. Wenn Lenny spielt, wenn Serge spielt, also es sind andere Profile und ich mag das auch. Ich habe das schon öfter gesagt, vielleicht wird das mehr und mehr deutlich. Ich bin eigentlich nicht eine, die gegen das Profil von unseren Spielen gehen möchte. Ich glaube, das ist 100% kompatibel. Ich glaube, dass die für andere Probleme sorgen für den Gegner und es muss überhaupt nicht das Gleiche sein. Aber Fakt ist, das ist dann auch eine Date, dass er, glaube ich, über 20 Tore gemacht hat letzte Saison, Jamal, und viele Spiele verpasst hat. Und dann kommen nochmal, was war das, 15 Assists oder so. Also Hauptsache, Ball geht rein. Und wie die das machen, das ist mir wurscht. Genau. Bleiben wir auf der Seite. Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Ja, Musiala war angesprochen. So am Wochenende haben wir gesehen, als er schon auf den Platz kam, so, der hatte irgendwie ein Dauergrinsen im Gesicht. Stimmt. Heute beim Training, ja genau, gab es auch wieder solche Bilder. Wie haben Sie ihn jetzt erlebt und wie bauen Sie ihn jetzt auf? Immer ein paar Minuten mehr? Gibt es da einen Plan oder müssen Sie da alles spontan entscheiden? Ja, es gibt einen Plan, aber wir sind auch sehr flexibel. Das heißt, jeden Tag nach dem Training, also der hat noch dauernd Kontakt mit der medischen Abteilung. Wir versuchen immer noch zu verstehen, was vielleicht am nächsten Spiel besser ist für ihn. Sind 10 Minuten, sind es 20 Minuten, hat er ein bisschen Schmerzen, kein Schmerzen. Also wir sind in dieser Phase noch ganz flexibel und wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht, weil wir jetzt ein zweites Spiel machen, dass wir schon eine Woche weiter sind. Wir sind nur 3 Tage weiter als gegen Leipzig. Und deswegen werden wir das ganz ruhig angehen. Aber klar, für uns... Ist auch vollkommen richtig. Ja, du hast ja keine Eile. Ja. Also klar, auch wenn die ich gerade aufgezählt habe, vielleicht die letzten Spiele nicht überzeugt haben, lachen natürlich auch ein bisschen daran, dass in der Zentrale nicht wirklich die Stabilität mit Leon und Pavlo so da war. Natürlich eher Leons Geschichte, weil er eine Position weiter vorne war. Alles gut. Ja. Guckt euch die Ergebnisse an, die haben wir alle ohne Jamal erzielt. Auch das 1:5 in Leipzig, dass er da nochmal einen Fuß dran hatte. Ja, schön, dass er wieder da ist. Aber du hast ja so gar keinen Druck, dass ein Jamal unbedingt jetzt da sein muss. Ja. Den kannst du ganz behutsam wieder ranführen und das ist für dich richtig so. Was schon mal super ist, dass wir nicht nur Jamal, aber auch Fonsi haben und jetzt auch Ito, die uns weiterhilft. Diese Jungs, die lang verletzt waren, die uns viel Energie geben, einfach positive Energie. Ich habe es letztes Jahr gesagt, letztes Jahr war das Eric Dyer und Harry Kane für das erste Trophäe. Das wollte die ganze Mannschaft für den. Und dieses Jahr ist Fonsi und Jamal und Ito für den. Also wir haben die erlebt in schwierigen Zeiten und wir wollen jetzt, dass die mit dabei sind, wenn die gute Zeiten kommen. Dann in Reihe 1, Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Vincent. Michael Olise ist so ein spektakulärer Spieler und so ein guter Fußballer, aber neben dem Platz, auch nach dem Spiel in Leipzig, da ist er so zurückhaltend und wirkt manchmal gar nicht anwesend. Wie ist Michael, wenn er mit dem Trainer unter 4 Augen spricht, vielleicht auch auf Französisch? Was ist er für ein Typ? Egal welche Sprache, Michael ist nicht zurückhaltend. Also ich weiß nicht, es gibt Momente, wo er klar... Ja, das ist das Bild, was man hat, wenn ein Spieler kein Selbstdarsteller in der Öffentlichkeit ist. Ja. Andere Emotionen zeigt als andere, aber ist nicht zurückhaltend und sehr kommunikativ, auch sehr, sehr warme Beziehungen in die Kabine und ein totales Teil von dieser Gruppe. Aber ja, ihr bekommt irgendwie immer die andere Seite, aber seine Persönlichkeit ist eigentlich, wie er spielt. Damit ist alles gesagt. Dann wechseln wir zu unseren Gästen, bitte. Ja, Bart Aert, Sportza. Hallo. I'll do it in English also. Yes,
Vincent, you have no doubt seen images of Union last weekend. What did you think about the level of Union and where do you see? Alter Belly, was ist denn los, ey? No, I think it's difficult. I think it's difficult to compare the game last weekend and the next game. I think one case is they have to make the game, and they have to have the ball. They are the better team. They are the favorites. And this case is, I think, what Union likes the most is they are the underdog. They can be compact. They can have these hero moments, defending the goal, set pieces, counters, and it's a role that no club in Belgium has done better than Union in the last 5 or 6 years. So I think it's a totally different game. But for us, it's we're at home. We have to perform, and that always remains. Okay, the colleague next to you. Yeah, Ludo van der Wallen for Nieuwsblad, also in English. Vincent. You don't have to, they don't have to understand everything. We kunnen het gewoon in Nederlands doen, dat is geen probleem. Ja, nee, maar ze hebben gevraagd om het niet te doen in het Nederlands. Ja, oké, ça va. Ja, Vincent, Union is een club uit Brussel. Heb je daarmee dezelfde rivaliteit zoals je bijvoorbeeld bij Standaard of Club Brugge hebt? Of is daar meer sympathie voor? Nee, totaal meer sympathie. Duidelijk antwoord. Want je had het lastig toen je trainer was van Anderlecht met Union. Hè, wat je daarnet hebt uitgelegd, dat zij toch altijd beter waren dan iedereen dacht. Ja. Oh, sorry, nu zeg ik het in het Nederlands. Ja, he didn't realize he was talking Dutch. Sorry. Ja, so, ik ga het even terug. Ik ga het in Nederlands die vraag beantwoorden. Maar nee, Union, hoe kan ik het beschrijven? Kijk, voor een Brusselaar was Union in mijn tijd ook vaak in de 3e, 4e klasse. En wij gingen daar met de familie soms naartoe de zondag. En we gingen soms zelfs naar RWDM om matchen te gaan zien. Dus we zijn Brusselaars. Die rivaliteit voor mij is op het veld zeker daar. Maar ik bedoel, als ik moet kiezen tussen Union, Standaard of... Ich hoffe, er übersetzt uns das gleich alles noch auf Englisch. Club Brugge kampioen, dan is het heel duidelijk Union. En dan ga ik er niet slecht van slapen. En dat is een club ook die... Het was ook heel belangrijk voor Brussel. Ik ben een Brusselaar, dus ik ben ook fier dat Brussel 2 ploegen heeft in de 1e klasse. Liefst nog een 3e ploeg, met RWDM erbij. Dus nee, vanuit mijn kant, ik wil winnen omdat ik trainer ben van Bayern. Maar als Anderlecht niet kampioen kan spelen, dan ga ik niet bitter zijn als Union succesvol is. Alleen ja, het mag so schnell mogelijk terug Anderlecht sein. Ja. Okay, ich würde sagen, die Frage und Antwort gingen in dieselbe Richtung wie vorher, ne? Der Vergleich wie früher und jetzt. Und ja, jetzt kommt er halt mit dem FC Bayern und nicht mit Anderlecht. Ne? Zurück zu Sky Deutschland mit Torben Hoffmann, bitte. Vincent, ich habe Alexander Pavlovic eben auch gefragt, er konnte es nicht so ganz erklären. Wie siehst du es? Ich meine, ihr habt jetzt 3 Bundesligaspiele, 16:3, unglaubliches Torverhältnis, klare Siege. Aber wenn man es mal genau sieht, mit Wolfsburg, Köln und auch jetzt Leipzig in der ersten Halbzeit so, ja, vielleicht nicht ganz so den Flow gehabt, wie du dir das möglicherweise auch selbst vorstellst. Jetzt geht es auf internationale Parkett. Hast du irgendwie Bedenken, dass es jetzt momentan so ein Trend ist? Oder woran liegt es, dass ihr immer so ein kleines Hallo-Wach-Erlebnis braucht, ein Gegentor, um dann eben halt so die volle Kapelle auszufahren? Ich glaube trotzdem, dass die 3 Spiele anders waren. Köln war nicht das gleiche Spielverlauf wie Leipzig, ja. Aber ähnlich ist natürlich, dass wir die Gegentor bekommen haben. Trotzdem würde ich sagen, in dieser Phase, Januari-Kalender ist einfach mit so vielen Spielern. Und du weißt selber, wenn du dann in so einer Phase bist, dann ist es 1-1, 2-1 oder 1-0, verlieren oder gewinnen. Aber es ist ganz eng und es ist trotzdem noch eine Qualität von uns, dass dann das Unterschied einfach irgendwann kommt. Dass wir nicht bis zum letzten Minute mit Angst diese Spieler ausspielen. Aber trotzdem, wir haben Phase gehabt, wo es 90 Minuten total dominant war. Jetzt war das gegen Leipzig nicht so, gegen Köln nicht so, gegen Wolfsburg schon, fand ich. Aber dass die anderen Mannschaften das schwierig machen für uns, das ist auch normal. Ich meine, das gehört zum Fußball und wir sind auch vorbereitet. Und wenn wir 2-1 gegen Wolfsburg gewinnen,
dann noch haben wir die 3 Punkte und dann noch haben wir viel richtig gemacht. Und wenn wir 8-1 gewinnen, dann haben wir trotzdem noch Arbeit, wie du gesagt hast. Und gegen Leipzig, erste Halbzeit war einfach nicht gut. Das war anders als die 2 andere Spiele davor. Genauso. Ja. Aber habe ich ja auch schon gesagt. Ich glaube, wenn du durch diese Phase kommst, dann hast du irgendwann deine Stabilität wieder und deine Totalperformance. Aber wenn du die Punkte holst und Tore schießt, dann, und die Emotionen, die wir jetzt haben, das sind eigentlich positive Emotionen, da kannst du auch Kraft ausholen. Die nächste Frage kommt von David Verhoff für Bild. Hallo Coach. Wie schwer ist es, Joshua Kimmich mal in einem Spiel zu sagen, dass er nicht in der Startelf stehen darf, wie jetzt gegen Leipzig? Und müssen Sie es morgen womöglich wieder tun? Oder ist sein Sprunggelenk schon wieder so in der Verfassung, dass er in der Startelf stehen kann? Und wie sieht es mit dem Rest des Kaders aus? Ja, also wenn der Jo Schmerzen hat, dann ist es nicht so schwer. Also wir besprechen dauernd, was sein Gefühl ist, wie er dasteht. Und Sie haben heute gesehen, wie positiv er war im Training, wie viel er gejubelt hat. Dann sagt das viel über, wie er sich fühlt. Aber es geht eigentlich mehr über, was er jetzt hat, ist nicht das Ende. Aber wir müssen schon viel achten auf sein Gefühl. Und das ist die Kommunikation, die wir immer haben. Aber für morgen, glaube ich, ist es kein Problem, ich glaube, dass er sich für morgen gut fühlt. Also das werden wir noch mal bestätigen morgens früh, aber ich hoffe, dass er sich für morgen gut fühlt und dann schauen wir mal, wer ist Abfahrt. Wenn er sich gut fühlt, ich bitte euch. Kimmich sagt, jo, dann ist auch jo Abfahrt, Alter. Da sitzt er mit Sicherheit nicht Rosen. Nein, nichts. Wir sind gut durch diese ersten 3 Spiele gekommen. Next one on the left side, please. Na gut, nicht mit Stanny und Conny, aber... You have Harry Kane up front. Everyone knows he scores so many goals in Europe. My question is, given this, how does he always find space and how do you always try to create space for him? Space in the box or space in... In the box, please. In the box, right. Yeah, I think... the only way I can compare it is to the instincts of a defender. You know, how are you always in the right position to head the ball or clear a ball? I think it's the same process for a striker in reverse. Like, I think he's got so much experience in understanding exactly which gaps to attack and when to attack them. And he has a relationship with his teammates. You know, you can see him constantly communicating to his teammates where he wants the ball, when he wants the ball, and we have the quality to find him. But I think a lot of it is you see a lot of what he mixes really well. He finds the balance between I'm stronger than the defender and I go and fight with him because I can dominate him, or I stay a little bit away from him because you know it's maybe not worth the battle. And then he's always very alive to second phases, so he follows every shot, he follows every rebound, follows every cross as well, even if it's not for him. And then all of a sudden the numbers start adding up. But he's also scoring goals from like 25 meters at the moment. So he's a player that's got just such a variety of finishes. But in the box, he's a very good poacher as well. Just very quickly, in terms of preparation, do you and your team look at opponents beforehand and go through footage with him and switches to attack, or does he do that himself? No, we definitely. I think the depth of analysis of the opponent, I think that side of it has no limit, so you can always analyze more and more and more and more and more. But there's also a big part about knowing what suits him. So, for example, if we see a back line that's man-oriented and they're defending the box in that way, it's a feedback we'll give, and we might set up a little drill. But I don't think that, in the most humble way, I don't think we're the ones affecting whether he's going to score or not that much. But you might be teaching good habits for when they face these type of opponents a lot. And then if we feel that there's gaps to attack on the back post or in the middle of the goal, we will give that feedback and we will set up a drill. But again, I did the same at Burnley. You know what I mean? We didn't get 70 goals in 18 games. It's just something you give them to have a routine,
but the absolute talent to finish and know where you have to be, that's Harry. Okay, we need a microphone. Yeah, but at least we talk football. Yeah, okay, but it's the message to her. It's fine. Thank you. Are you finished? You mentioned in deeper areas how we find space. Yeah. Could you explain that and how you try to work that? It's a question that was asked by one of your colleagues recently. It's fine, but... And I've said it before, but I want to restate because the question is going to keep coming, like if it's Harry with Lenny or Harry with Jamal or Harry with Serge or Serge with Jamal or with Serge with Lenny. It doesn't matter that much with me. There are players who can play in central areas, and I actually like for them to play against the behaviors of the opponents. So if you play against a defender who doesn't like to go really, really deep to press against one of our strikers, stay away, drop. Don't even bother going in the front line until we have the first few phases, and then you arrive and you score the goal, because the midfielder is going to forget about you because he thinks he's the defender's man. But if you play against, I don't know, a defender who's struggling to deal with spaces in his back or something, but I think there needs to be a relationship. I think they need to work together towards that goal. I think that it's not one player. I think it's one player creating space for another, so probably you'll usually see if Harry does something, the player next to him is also doing something, you know, and they're in a relationship. But with time, I think it's becoming more clear, but for Harry, if he needs to drop, he can drop, and if he wants to stay, to finish on this, I said to the guys, the one rule I have, and it's the only one, they have to finish in the box. Ja, damit hätte er vielleicht mal anfangen sollen, dann hätte er nicht alles so klitzeklein erklären müssen. Ja, geht halt darum, dass Heavy die Räume sieht, die Räume erkennt, wann er sich fallen lässt und so weiter. Und jetzt sagt er ja, die einzige Regel, die er hat, ist, dass ein Heavy Kane auch zum Finishen im Strafraum ist. So. Das ist die einzigste Regel. Ja, und ansonsten kann er das machen, was ein Heavy macht, und wie man sieht, ja, ich glaube nicht, dass du ein Heavy Kane also man tut gut daran, ihn diese Freiheit zu lassen, sagen wir es mal so rum. At the end, all the magic tricks, where they are left, right, whatever they do, it's fine, but they have to finish in the box to score the goals. That's the only end of the move. Yeah. Okay, let's go in English, yeah. In English, yeah, okay. Vincent, we interviewed a few of our colleagues, German colleagues, about you. They were incredibly positive about you, but we know that you are somebody who has a very high bar. What do you want to see better with the team and maybe for yourself even? Yeah, I mean, the easy answer is always to say everything, but I don't know, I believe, first for myself, I really believe in sort of incremental progress. I don't think you are a top coach because you win the league. I don't think you're a bad coach because you get relegated. I think you're a better coach because every year you improve and you learn, and you're going through mistakes as well, you know. So I try for myself to be better every year. It's as simple as that, and it's whether we win or lose, it doesn't matter. And then I think for the team, we're in a good place, so it's really about the details. But we need to remain competitive, and there will be games where it's about winning trophies, where it's about qualifying or being eliminated, and in those moments we have to have that trophy mentality. You know, we have to have the big players fit and the big players in those moments deciding games for us. So there's not much between now and then that we can improve. There's still some things though, like first half against Leipzig, but in those moments it's definitely a big focus for us to be there in the right moment. Yeah. Okay, go on. Yes, please. One more question about Union. What do you think of the way the club works? Because they haven't got the biggest budget in Belgium, but still they managed to win the league and stay on top of the league. How impressed are you with how the club is functioning as a whole? Yeah, I think there's two sides to the question, and I said this in my first interview about Union 5 years ago. They don't have the biggest budget, but they're not poor.
let's put everything back into context, right? They have an incredible recruitment system behind them. They're able to source players all over the world with obviously the help of Brighton. But then they make a lot of fantastic decisions. And the one thing I have to say is I think they had 4 coaches since I played them, right? So it was Mazu, Pocognoli was there, Gerards, Blessing, yeah. So this is the 5th coach now. And they play the same. There's details, of course, that David Hubert is bringing that are different from the time. But for those who were there at the time, they had Undav, Mitoma, all these players. And it was funny because I had 2 months to prepare the first game, so I know them quite well. And then we played them another 4 or 5 times. And although they've changed the coaches, and actually they didn't change the coaches got taken from them because they did a good job. They're still the same team 5 years later with 5 different coaches and totally different players. And this has to do with consistency in the leadership. They live in a bubble. You can feel that they are not affected too much by media pressure and everything else. They are just doing their own thing, and they are happy with that. And it's something beautiful to observe because I was watching Belgian football not so long ago, and obviously even more now with this game and Bruges. And my friend Besnik Azi is the longest serving coach in Belgium at the moment. He's done 8 months. So I like the fact that Union, despite losing coaches because bigger teams took them from them, I like the fact that they're a consistent team. And I mention a lot for the German colleagues here when we play against Freiburg, how much I compliment them every single time. You know, they had a coach who set a culture. They have a new coach who's continuing and improving things. But it's stable, it's calm, it's developing players and it's improving results. So that's Union for me. Yeah. Einmal noch bitte. Ja, für alle, die es nicht verstanden haben, ich übersetze es für euch. Es ist 1:1 wie der SC Freiburg. Kontinuität, Weiterentwicklung, ja. Er hat gesagt, 5 verschiedene Coaches, aber man hat immer den gleichen Weg, entwickelt sich weiter. Vincent Schipke. Ja, auch nochmal die Frage an Sie. Ihr wollt natürlich unter die ersten 8 kommen für den direkten Achtelfinaleinzug. Wenn es jetzt noch 2 Siege gibt und unter den ersten 2 bleibt, dann würdet ihr bis zu einem potenziellen Halbfinale Heimrecht fürs Rückspiel haben. Wie wichtig ist das? Was für ein Faktor ist das, wenn man weiß bei den K.O.-Spielen, dass man das Rückspiel zu Hause bestreiten kann? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich möchte das gerne haben, auf jeden Fall, keine Zweifel. Aber das Beispiel von PSG letzte Saison hat so viel, glaube ich, geändert, ein bisschen in diese Mentalitäten. Also es gibt diese Phase, dann gibt es diese zweite Phase, ist total anderes. Das heißt ja auch nicht, dass deine Chancen dann schlechter sind, wenn du das Rückspiel auswärts hast. Es geht ja einfach darum, also so wie ich das interpretiere, wenn du halt im ersten Spiel vielleicht nicht so die Tagesform hast, so, ja, und das ist auswärts und du vergeigst das 2:1, 2:0 meinetwegen, dann ist natürlich die Chance im Rückspiel mit den Fans zu Hause und so weiter, ja, viel, viel höher, das noch zu drehen, als wenn es umgekehrt ist. Also wenn du spielst zu Hause und hast einen schwarzen Tag, hast keine Tagesform, verlierst zu Hause 1-2, 0-2, dann ist es super schwierig, das im Rückspiel noch zu drehen. Auch das ist natürlich nicht unmöglich, so haben selbst wir schon gezeigt, ja. Grüße gehen raus an Barcelona. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja, ist natürlich eine andere. So. Ja, es ist ein netter Pluspunkt, so, statistisch gesehen wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr. Am Ende musst du es nehmen, wie es kommt, und am Ende musst du jeden Gegner ausschalten können, um die Champions League zu gewinnen. So, ja. Und dann spielt das am Ende nicht so die große Rolle, aber das ist genauso wie jetzt zu sagen, man ist unter den ersten 8, hat 2 Spiele weniger. Es macht es einfach auf dem Papier zumindest einfacher. Ne? Und ich denke, dass das auch ein Faktor sein kann. Wie gesagt, wenn man halt ein schlechtes Hinspiel gespielt hat. So, ja. Ansonsten sollte man den Bums im Hinspiel schon gut machen. Turnier. Ich glaube, wir haben auch also PSG hat die Extra-Runde gespielt. Wir haben auch die Extra-Runde gespielt, haben dann gegen Leverkusen gespielt und die hatten keine Extra-Runde und wir haben Leverkusen geschlagen. Also ich meine,
man kann das nicht alles 1:1 bringen, dass man jetzt Zweiter oder Erster wird und dann auf einmal gewinnt man den Champions League, ist mein Favorit. Aber ich möchte es gerne einfach erreichen, weil wir sind jetzt so nah dran. Wir haben uns das bis jetzt verdient und ich möchte auch, dass wir uns das weiterhin verdienen. Und auch weil es einfach unheimlich schwierig ist, unter diese Top 8 zu kommen. Und das wird noch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Man glaubt, großer Verein, Top 8. Aber in dieser Phase gibt es weniger Plätze für diese Top 8 als große Vereine. Es gibt mehr große Vereine. Und es ist unheimlich schwierig, unter diese Top 8 zu kommen. Und nur dafür wäre es schön, das zu erreichen. Okay, danke Vinny, danke euch. Bis morgen in der Arena. Ciao. Bis morgen, Leute. Und natürlich wäre es schön, das zu erreichen. So, ja. Wir spielen eine überragende Saison und wir spielen zu Hause. Alles ist gut. Ja. Da können wir den Gegner noch so stark reden, dass er defensiv stark ist, konterstark ist, alles gut. Ja, sind viele Gegner, die gegen uns spielen. Wichtig ist, dass wir da sind, dass wir von Minute 1 da sind, dass wir unsere PS auf den Rasen kriegen, gerade ohne Ultras, ohne Südkurve. Ja, da wird das eher so ein Corona-Spiel werden, alles andere wird mich überraschen. Von daher ist es schon wichtig, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und PS auf dem Rasen und dann fährst das Ding 3-0 ein und dann hast du noch ein Spiel bei PSW, da haben wir noch was gut zu machen und dann bist du auch mindestens unter den ersten 2. Ja, mal abwarten. Ich glaube, Arsenal spielt bei Inter. Ist auch ein interessantes Spiel, das ist auch noch nicht gewonnen, also immer mal abwarten, wa? In diesem Sinne, Leute, hoffentlich auf ein schönes Spiel morgen mit einem guten Ergebnis für uns. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.